Welkom naar een korte antwoord van de Grote Froagen. En de vraag van vandaag is, wat is Bibelische Hopninj? Wanneer we dit woord Hopninj gebruiken, sehr veel van ons gebruiken dit woord dollars, als we würden sagen, dass wir wünschen, irgendwas wird passieren. Und da ist keine vertrüende Hänger, da kann ein oder andere Weg gehen und wir haben ein bisschen ein Wunsch, dass was so uitvallen, wie wir dort wollen. En dit is wat niet voor de Bijbel gewöhnlich dit woord gebruiken dat. De Bijbel dat allemaal, meest allemaal, dit woord Hopninj verbinden met een vertrouwen im Glauben en een zekerheid in God. So wat meint dit dan voor ons? Dit meint dat we kunnen ons aan dat houden en vertrouwen, dort wat Gott gesagt hat, dort wo wir kriegen. Und wenn wir verder weit kijken zu unserer Zukunft, wir können uns sicher sein im Glauben, dass Gott wird uns dort geben, dort was er versprochen hat. In Römer Kapitel 15, der 13. Vers sagt es so: Mocht der Herr, von dem alle Hoffnung kommt, und durch den Glauben in ihm, vollab Fried schenken, dat jene Hoffnung durch den Heiligen Geist seine Kraft an jenen bossen macht. So hier der das verbinden mit Glauben. Hoffnung und Glauben sind topgebunden und das ist, wo wir Fried und Fried finden. Und dann ein Ding von Hoffnung ist, dass Hoffnung redet immer von so etwas Positives ist, so etwas Gutes ist. In Jeremia Kapitel 29 auf der Vers, hier redet Gott von seinem Wunsch über uns und über die Israeliten. Ich habe jünt dat Gott überdacht, sagt der Herr. Und was ich für jünt geplant habe, ist Fried und Erfolg. Und nicht Schulden. Ich will jünt eine Zukunft und Hoffnung geben. So, wenn wir von unserer Hoffnung denken, dann wir denken immer von so etwas positiv ist, so etwas gut ist. Kann auch sein, ich hoffe, dass schlechte wird uitvallen, ich hoffe, dass schlechte wird werden. Nee, Hoffnung ist immer verbunden, man hat Gott. In der Alten Testament brucht die Schreiber in der Bibelbücher, das wird Hoffnung aus einem Vertrauen, dass Gott beschützen wird, Gott raten wird und Gott freimachen wird. Wir lesen in Psalm 33, der 20. Vers, aber im 22. Vers sagt es, dass unser Seele rechnet mit den Herrn, er ist unser Help und unser Schild, uns Hort freut sich in ihm, wills wir uns ab seinen heiligen Namen verloten. Lot die Trühortje Leib du nur über uns sein, als wir unsere Hoffnung ab die Saaten. So hier, der Schreiber von diesem Psalm sagt, dass seine Hoffnung ist in Gott. Und in dem Neuen Testament wird das Wort Hoffnung gewöhnlich gebraucht, um dort wiesen, dass wir eine sichere Vertrauen haben und dort wird Gott uns für Ewigkeit hat versprochen. Hebräer Kapitel 6, 18 und 19 Vers sagt es steht. So sind du zwei einerlei, die nicht ändern, willst, dass es allmählich dort Gott lehen wird, womit wir uns Mut nehmen können, uns an die Hoffnung zu halten, die uns angeboten ist. Diese Hoffnung haben wir als einen festen, sicheren Anker für unsere Seele. Und der jetzt behängt dem Herr Verhang und beherrscht Heiligtum und himmlische Tempel. In einem Hebräer Kapitel 10, 23 sagt es, wir werden durch uns festhalten, die Hoffnung zu bekennen und dort ohne Zweifeln willst die dort Versprechen gegeben haben, als treu. So, das sagt hier, wenn wir eine Hoffnung haben, wenn wir weiter weit kicken, dann mit Vertrauen, wir sollen nicht zweifeln. So, wenn wir an Seligkeit denken, dann viele Menschen sagen dann, ich habe eine Hoffnung, dass ich wohl selig werden. Was sagen sie damit? Ich glaube, in vielen Wegen haben sie nicht ganz eine volle Glauben und Vertrauen, dass Gott da was tun, was er versprochen hat. Aber wenn wir in Christus sind, wir dürfen nicht bis wünschen, wie er hat sind, wir können eine ewige Hoffnung haben und ein Vertrauen haben, dass Gott dort geben wird, was er uns versprochen hat. Dankeschön für von dir, das korte Antwort von der Grote Froagen, der kommt mit mir. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Gottes Segen.